Naja, November 21. 2024. Nu zijn we hier bij Schtrucklaunt. Nu hebben we winter. Wir sind hier von der bei Schtrucklaunt. Haben wir dann nur sehr geschneit. War nicht sehr, aber sehr windig war es, nur gepeisert gestoven. Nu haben wir alle wit. Und von der werden wir was Tages merken, was wir haben bei der Gas. Und ich glaube, die haben uns unheimlich zu vertalen. Aber immer haben die kommt dort vom Westen durch. Und wir haben ein bisschen lang genommen, so ich komme dann selbst sagen, weil wir heute das. Aber immer haben wir wollen hier Tacos merken. Dat nennt sich Doritos Tacos. Dat waren besondere Tacos en gleich weg. En ik leerde waar ze schön schmecken. En ik kook die gleich dort. En we moeten zeggen, wo we dat doen. Nu wordt hij nog een beetje. Ja, ik ben van dort vom Westen. Dat nennt sich, dat is de gunstig bij Schtrucklaunt, Saskatchewan. Onze kerkje wie iemand van daar. En mijn naam is José María Morelos de los Chiquitos, Valenzuela, Chipotle, Guacamole, de los Arenales, Fernández, Mendoza. De meeste mensen namen niet één, dat kan je dan ook namen. Maar we hebben nu hier. Nu willen we hier tacos merken, dat nennt sich Tacos Doritos. So, dat zijn besondere tacos, ik koop die gleich dort. En na ja, dan van verder war ik. Ik leer wat sehr schön schmecken. Es bietet kalte Butter. So, nu haben wir Bernd van warm, nu werden wir aufhören. En wanneer we extra tijd hebben, check mal. Hier haben wir uns nieuwe Haltoven. Da haben wir Corn Tortillas. Dit doen we nog mal zwischen en bezien, waar we wat anders leren maken. Cornmeal Tortillas. Da haben wir so ein fein geriebener witter Käsemark, Mozzarella. Macht den Deeg, macht die Knet, schmeckt sehr schön. Proef dat mal. Here we got cornmeal tortillas. We got mozzarella cheese, shredded and mixed in with the dough. It is very delicious. Well. En als het nu zo weet, nu willen we hier wat tacos maken. Tacos Doritos. Dat Fleisch is niet wat besonders, wat we willen kijken, aber die tortillas, die willen we met wat aanmerken. Das wird anders Fleisch ist, was wir gewohnt sind, als die kann das Fleisch nicht. Aber wir haben hier eine Kirche, die wird fair sein. Und ich glaube, die haben wir eher so nicht gemerkt, dort in Schtrucklaunt, Saskatchewan nicht. Und muss sagen, was der alles weiter vertalen. Sie ist hey, komm, und ich weiß nicht, sie wird Tunkas bleiben, aber die wird gerne was Chicken und fair sein, wenn ich was Tacos merke. Ja, ich bin von der hier bei Schtrucklaunt. Sehr froh, dass ich halt hier komme. Ich bin sehr glad und hissig. Und ja, ich bin Dieselperker Spaker. Dort von Schtrucklaunt, Saskatchewan, das wo ich hier vielleicht weiten. Aber immer halt von der, wo ich fair sein, wo wir Tacos merken. Ich lerne, was sehr schön schmecken. Und ich habe mich sehr gefreut. Aber immer ich bin froh, dass ich hier sein. Schöne Wetter hier bei uns von warm. So, nu wollen wir eten merken und uns freuen. Okay, hier haben wir Spark, Bacon, Tocino. Nu dat haben wir noch half Ei gefroren, dat schafft dat sehr fein. Dat fein schneiden, wir haben kleine Biedertjes. Und dann da dat Broden, op ons Haltoven, wat we hier bij haben. Dat fein Reisbroden. Und dann dat loden uitlaken en dan het staat eruit. Nu kijk mal, sehr fein Reis. That bacon is just the way we like it, crispy. En nu wordt het even hier uitmerken. Hier hebben we 15 Schtrucklaunt, 4 cloves garlic. Und wir haben da eine Sippel abgeschnitten. Da haben wir das alles schmeckt fein. Hier haben wir noch was Serrano, Peperschoten, die kann auch Jalapenos brücken, wie ihr wollt.
Aber wir haben von der Serranos, die haben nicht Jalapenos. Wo dat zo dicht alle uitnemen. En die Serranos zei je een beetje aan de stukken ziet. Doch, waar dat alle zeer fijn maken en dan staat ook rijdt. Waar dat alle fijn maken. En dan gaan we vangen dat vlees te broeden. Daar hebben we nog cilantro. Die worden ook nog hier voor het tacos broken. Daar is some cilantro. En ik leg hem alles smak uit te gaan. Ja, we vangen te kijken. Brok daar niet rammer aan en zeken. Doch, nu hebben we een kleine beetje vaat nemen. En dan wel we, maar het eerste vangen we met de sippelen aan, waar we die zo broeden, wat die fijn een beetje bruin zijn. En dan wordt dat gesnikt maken. En dat ook niet langer als een minuut. En dan zijn we eruit om dat vlees te nemen. We hebben hier van ongeveer 3/4 kilo vlees. Waar we dat zo vangen bruin te broeden. En we worden nog een beetje etschakken, man. Ik ben opgewassen met etschakken, man. Takelvlees. Ik weet eerst weer dat vlees knop. Dan worden de etschakken maken, zodat niet te veel vlees broekt. En ik ben er met opgewassen. En ik leg dat zo. Want iedereen die niet maakt legt, dan doe je niet. En wat je wel, door een beetje peper en zout maakt, dat is alles wat we worden brokken wordt. En nu, wanneer het vlees en alles is zo mooi goed is, dan doen we nog dat spaak te maken. Add de bacon. Waar dan nog helemaal dichtbroeden en dan staat eruit. Nu kijk je maar, waar een groepje nemen en dan vandoor waar we dat even eruit maken. Yes, dit video wat ik nu dit moet maken, dat heeft verschillende te werden. We tortillas te maken, matjes te maken, tacos maken. En nu wil je nog wijzen wat we doen, een soort grains adderen, een salad, een salada. Mijn zuster en mijn schwager hadden laatst eenmaal zo'n salad metgebracht, nu ans familietop komen is. En dat had een beetje een rührtje smaak, zo'n smoky taste. Zeer, zeer schön. Had we nog helemaal gehad. So nu heb ik dat beetje neu zijn, nu wil ik dat zelfs merken. En dan kan ik vorig am stoel kijken. Dat is een lustig reins, dan doe een lustig bern met dat salsa, en dat zet het bestijgt hier en dan staat vorig. Maar wie worden dat van jou zelfs merken, ze staat je dat zelfs am stoel kijken, wat je veelt, dan merk je dat tu zelfs. En dat salsa je te ergens wat te brokken. Zo goed French fries is extreem te aandrukken. Ergens wat. Nu worden we dat merken wat je wijzen. Oké, dit zijn de 3 dingen wat we brokken om dat salad dressing maken. We hebben chipotle peperschoten, we hebben ranch salad dressing en dan hebben we nog rührk, mesquite. Het eerste wat we doen is waar we de peperschoten nemen, de chipotle peppers. Waar we die in liquidor en blender nemen en dan waar we een klein beetje woede bijeten. Dan waar we dat zeer, zeer fijn maken. Ja, dat duurt niet zeer lang. Oké, wat we dan doen is dan doen we dat de peperschoten nog alle door hem zeven, dat we een fijne, glatte salsa hebben. Dat glas een klein beetje uitspelen, dat ook nemen. Dan hebben we zeer glatte salsa. En weet je, dit chipotle salsa met de chili, dat zal al een smoky, een rührtje smaak hebben en dat heeft ook een beetje, maar bij ons is dat niet nodig. We hebben hier zo'n mesquite rührk, flissen dit. Ik had het hier in een glas, we hebben dit botteltje weer in het laatste uur gevallen en weer opgespeeld. Nu hebben we het hier bij. Wat we dan doen is, ik word van ongeveer 1 lepelval rührk maken. En dan vielleicht door hem zal ook 2, die kan je dan bij ons maken. Ik had hem al hier. Dus mijn cousin, mijn primo dan zegt, hij heeft al 4 gemaakt. Maar hier, nu heb ik hier 2 lepelval rührk gemaakt. 2 teaspoon liquid smoke. En dan kan je dat door hem zal je dat weer met de masterspets een beetje smaken. Voor mij, door hem zal nog eenmaal 1 lepelval. 3 lepel heb ik dan nu. 3 teaspoons liquid smoke. Ja, een beetje kort. Die kan je dan smaken, waar je meer wil en die doet, maar niet, dan laat je dat krijg je toch. Ja, dan hebben we een glasje in de fridge zetten en hebben we dat immer rein. Put it in a jar and put it in the fridge. Oké, dan wat we nu willen is, nu willen we dat salad dressing maken. Dat salsa, dat was het dan op Duits naam, om dat erin te adderen. Dan doen we een beetje dit ranch dressing. En dan doen we een beetje van dit chipotle. En dan dat fijn dichteren en dan staat eruit. Dat is rein einfach.
Okay, dann habe ich hier Greins, dat als ich habe am Stuhl kijken, finden kommst, ein paar clearen kommst, ein bisschen Geld mehr finden gerieben. Dann nehmen wir das Dressing, was wir haben eingeriert. Dort fängt der hier so viel sie dann gleichen. Ich dachte, hier bloß ein kommt auf einmal, weil ich kann großen Klamm auf einmal errieren. Ja, so einfach erst dort. Dort die nicht lang, dann habe ich fein Greins zum eine Mahlzeit, wo immer jeder dann gleichen. Okay, nu als het zo weet, nu wel Doritos tacos merken. Hier haben wir ein geschleurtes Ei. Und hier haben wir das Greins, das Salsa für das zum Greins herrieren, wo ich nicht weiß, was wir gemerkt haben. Hier haben wir Mayonnaise. Das ist noch so gut Mexikaner-Shit. Und hier haben wir was benannt Barbecue-Sauce. Und was ihr das als ein Rezept, ich kann so ein Brot mit Siegel die schön schmecken. Von hier ist was anderes Bellen, weil sein das was benannt Cheese-Sauce oder so Sterner Käse, die den Brot zum auf Tortillas schmieren. Und hier haben wir dann unsere Mehl-Tortillas. Und hier haben wir dann Doritos. Das sind die Originales. Das sind Doritos Nachos. Das sind Corn Chips. Checkt mal dort. Und hier haben wir noch eine, das sind wir heute. Die haben wir den Spices. Und hier haben wir eine, das haben Jalapenos und Käse auch noch. So, die kann dann einfach ein bisschen wollen, die Corn Chips wählen, die dort. Und wir nur wissen, was wir tun wollen. Nu wollen wir diese nehmen und an der Luft nehmen, das ganz fein merken. Und dann wollen wir die andocken und dann die mit Schreimels bebaten und hier nehmen und dann hier wollen wir wissen, wo die wollen backen. Okay, da wollen wir nu ein paar Chips nehmen, so eine Doritos. Da wollen wir in der Luft nehmen. Und dann nehmen wir Roll halt. Und dann erstlich direkt wir die feinen Roll für ein Pommel ewa. Kriegt sie feines wie das will. Und dann werden wir dort an der Schiebe nachscheren und dann sind wir bereit zum Tortillas machen. Ja, kriegt sie dort. Und die kann dann verschiedenste Sorten sich gewählen. Okay, da sind wir nu bereit zum die Tortillas mit so einer Cremels bebacken. Das erste wollen wir dann mit dem geschleurten Ei. Jetzt beaten Egg. Dip the tortilla and then dip it in the, dredge it in the crumbs. And dann nächste, was wir dann tun, ist dann das Salsa, das Dressing, was wir haben eingeriert von Greins. Und dann ist dort, wo wir das rein und dann noch ein mit Barbecue Sauce und ein noch vielleicht mit Mayonnaise, wie das sie würden ein paar Pro-Stecker machen. Ja, wo wir dort noch lieb mit Barbecue Sauce. Und die kann was immer gleichen. Vielleicht have you geschmaltener Käse, die dort brauchen. You can even use cheese sauce. Wat immer je gleichen Käse brauchen, und was die Leben schön schmeckt. Das ist ein Rezept, die kann was immer je wollen merken. Und klar, was rein alles schön schmecken. Und weil dort dann ist alles, es dort haben, in der Plaut nehmen, was die alle rein haben, was die wollen merken. Und dann, wo ich wissen, was wir wollen tun, da wollen wir den Bach, den Ofen abhärten in 375 Grad Fahrenheit. Und die Fahrenheit ist, da wollte ich wissen, wo die wollen, ob dort Sieb, ob die Spruten da abhängen. Und die wollen wir nicht mehr aus 5 Minuten oder 7 Minuten, was die wird abpassen, wo wir die backen. Und dann sind die rein. Und dann können wir fangen, Tacos zu machen. Hier haben wir noch eine Tortillas. Wir haben noch ein kleines Eier geholt. Die wir von beiden Seiten noch andocken. Und nun checkt mal. Hier haben wir die Tortillas dann so überspreiten. Über das See, was wir im Ofen haben. Dort kremelt ein bisschen, ja, ein bisschen Schweinerei, aber was ich was. Dort das wird dann, wo hier sein. Ja, hier haben wir die alle rein. Wo wir Ofen haben abhärten, haben wir den noch nähern. Okay, Ofen ist 375 Grad. The oven is set at preheated at 375 degrees. Okay, die haben hier nu 7 Minuten gebacken, 375 Grad Fahrenheit. For about 6-7 minutes they've been baking. Und nu wollen wir anfangen Tacos zu machen. Die sind an der Büderkant so sehr fein crunchy. They're crunchy on the outside, soft from the inside. Den haben wir von beiden Seiten eingedockt. Muss man sagen, wo dort wird down. Die wir bloß alle an einer Seite andocken. Ja. Dort Fleisch da alle nähern, so viel es da nähern kann. Darum haben die Pondo noch ladig merken. Du, check mal dort. Und nu, wir haben hier noch Cilantro und Serrano Peppers und ein bisschen Zwiebeln. Die noch nähern, ein bisschen was. Ich will noch ein bisschen von der Salsa, was wir für das Greins brauchen. Was das auch noch ein bisschen nähern.
En dan hou dat eier hier de grens. Ik geloof niet zelf uit de moeka zitten. Oké, nu heb ik hier 3 tacos gemaakt. Door daar niet wonderen als de vleesbaan is. En nu willen we opdassen. Ik geloof van daar hebben we waarschijnlijk een onkas. Well, dan is het nu zo weit. In 3 Jahren 3 als ik met deze video aufhangen. We gaan hier en we gaan weer daar. Nu houden we het schließlich vorig, dat is wel Arbeit, wanneer ik da alle soorten Kleinigkeiten bezie. Waar het als probiert geweest. Ik guck die gleichen dort. Es ist ein sehr schöner Tag von dir aus, Museum gut kalt. Und ich will noch mal sagen, Dankeschön für euch allen, die das euch noch interessiert hat. Freut mich mal sehr viel. Die Comments, was die mich schicken, die reden nicht sehr viel. Kriegt so viel, als was die das reden, dass ich Videos merken darf. So, bloß meine Comments checken. Immer haben. Nu wollen wir diese Tacos schmecken. Und ich sage Gott, was dankbar, dass er gut zu uns ist. Sehr viel gerne die schwere Tigen. Aber Gott hat uns immer versprochen, er wird mit uns sein. Da werden wir denken. Und so ist ein Prediger laat einmal sieht, wenn wir ohne Gott hier leben, da wollen wir keinlich mit Gott dort leben. Da wollen wir dort ohne Gott sein. Und da wollen wir dort hier. So, weil wir Gott keinlich an Stärk lassen. Gott ist immer da für uns, wenn wir den Segen, wo wir den fingen. Und Jesus hat ja unsere Schuld betont, weil wir dort bleiben, da wo wir noch mal das ewige Leben haben. Was immer haben, ich sage Gott dankbar für diese Multit und für alles, was er uns geschenkt hat. Die schenken endlich immer alles, was einer will, aber die schenken uns, was uns fehlt. So. Nu werden wir das mal proben. Oh, wir haben hier mal ein sehr kleines Lepelchen weggebracht. Wir wollen uns einen großen Lepel holen. Das schon. Na, da werden wir das mal proben. Da braucht ihr nicht weiter das ganze Dorf verteilen. Damals betont sich doch mal ein bisschen besser. Ha! Wow! Woo! Woohoo! Nu werden wir diese Taquitos mal schmecken. Das ist ein Räusch von Büten und das sind Mehltortillas. Ich war bloß zweimal mehr an der Tag gesessen. Merkt ihr, die Tortillas. Es ist exakt, ich kann es nicht noch schmieren, es gewähren. Die Andocken und dann dort feine Papitas, die Chips, die Doritos, die Nora, weil die ohne Tortillas haben dort viel mehr erobern. Von der wird erst wir sind auf der Gasverkehr McQueen sein, der Cola, der wird von hier wegkommen. Was deine Boys sagen. Merkt ihr mal. Und dann ist schön Grenze. Und weißt du was? Ich habe da 5 Lepelchen voll Rührmann dort Salsa. Dann für die Grenze. Die würde ich dann zum Frühstück, zum Mittag und zum Unkas. Das ist dann so. Hörst du mal, vielleicht geht das hier. Sehr reich von Büten, von Bernweg. Was Gott uns sehen, lass mich weiter, was zu denken. Die Käse wird besser sein. Hier hat der Tierstrutz aus der Backe mitgenommen, seine Fähnreich gebackt. Na ja, wir sind wieder zum Schluss gekommen, hier bei Chtrucklaunt mit uns Video. Und ich glaube, das hat Fan uitgedreht. Ich hoffe, ihr interessiert dort. So, reden wir das nächste Mal. Ich wünsche euch ein Allpaste und Gottes Segen.